Moin. Qu'est-ce que le bas-saxon? Le bas-saxon est une langue germanique occidentale issue du vieux saxon, qui est également l'un des ancêtres de l'anglais. Après des siècles de marginalisation, il est désormais officiellement reconnu dans le nord de l'Allemagne et le nord-est des Pays-Bas. Plusieurs communautés des Amériques parlent également le bas-saxon aujourd'hui, notamment certains groupes ménonites. En Allemagne, on l'appelle souvent « bas allemand », bien que cette appellation puisse être trompeuse. Teuven op Bronstein. Wat zeg's, Marleen? Vroeg Silke und holt Etenpacken uit den Keulschap. Mit Frau Leumann in 21 kan ik nu schiens Gaubach-Dol. Jo, dat stimmt alles, Marleen, und gut sich noch ein beten Kaffee in Beker. Rieder was für Viertein doch noch heel kregel und schwungvoll. Dat was schon noch verdient hier. Warum nimmst Rieder? Fragt Silke. Sind Ökonoms nicht gegen die Vorschrift? Marleen knickert und verklort. Rieder hat eigenen Vorschriften und die sind strenger. Kriegst von deftig ein ob'n Dassel, wenn du mit Frau Löhmann ansnackst. Bourgeois nennt sie dat. Die ist schon knallharte Kommunistische. Silke ist baff und fragt, und warum Rieder und nicht Margarete oder Grete? Marleen tuckschullert. Ist doch Sponge, sagt sie. Der kommt ja aus Mexiko. Margarete Leumann aus Mexiko? Fragt Silke nur noch baffer. Und dort auch noch kommunistisch? Hat sie Verwandte hier? Marleen winkt ab und andert. Nicht hier nicht und nicht dort nicht. Ist steinalt und hat Hühn und Perdün überlebt. Geld auch. Da hat jüngere Schwester nach Deutschland bräucht. Maar nu ist die auch alt bleiben. Silke mag der Etenpacken oben und fragt, man, warum sind die Schwestern denn nicht zusammen nach jünger Leben genoten in der DDR trocken? Die wollen mit dem Ostblock nix zu tun haben. Nu hör mal, Silke. Wie zwei Könche alt zusammen. Da vertell ich dir wat. Heel vertraulich. Kann sehen, dat ist nicht professionell, tustert Marleen. Warum vertell dat nicht wieder? Ich will schon nicht noch ob der Arbeit als ein Sludergerät verroten waren. Wieso nicht? Fragt Silke knäpsch. Bist dat all anerwegens? Marleen grinsmüstert und andert slagvaardig. Man blaut's in Kroog an de Teig und dann lacht und pruscht die zwei miteinander und glupt gau nur rechts und nach links und dann nur mal ernsthaft. Hört to, sagt Marleen. Hier käm mal ein Kerl zu Besuch. Der hat Rieder für sin Doktorarbeit befragt. Da hab ich bin Rümpelchen Luke Award. Irland wären all Kommunisten und sind von Hamburg nach Mexiko utwandert. Noch für dat Hitler sich hier dat Regier übern Schnur reden ha. In Mexiko gibt er today eine Kolonie von Marxisten, besonders Deutsche. Man, die sind Rieder und Schwester oplossen. Rieder wär all frühtätig und übertüchte Kommunistische. Sie bleib los und ledig und han Bach leif schuppen. So was da in den Durchkring. Als utopische Theorie und freigeefsche Leib.
Rita geeft sogar stolz aan dat zijn leefschap met Leo Trotsky had, als ze nog bloedjong was. Tot dezelfde tijd als die kerel ook wat met de Mexicaanse kunstlerschef Frida Kahlo had. Weet je die met de augenbrauen? Rita Himmel Trotsky schien's nur noch an. Snackt Jimmers over Jimmer wunderbare tijd miteinander. Den Leo Halore een Sponschen Stalinist doodslaan. Du meinst den bekannten Kommunist Trotzki? Fragt Silke mit Twiebel. Mann, warum mümmelt sie denn ab und an wat über ein Bronstein? Kommt heute wohl der Bronstein und so'n Kram? Weet ik ook nicht, sagt Marleen. Vielleicht ein Besucher, den sie op Teugendheid. Als ik weet, ha ze boeten den door opneemden dokterand, man bloot één bezoek had. Pastor Hansen, den het ze korthandig rootsmeden und einem Drogenhändler neumt. Und den kniggert Marleen Liesen. Drogenhändler? Fragt Silke verbiestert. Tjo, von wegen Religion ist das Opium für das Volk, erklärt Marleen. Och, das ist schon drollig, hat der Silke und grient. Mann, der feine Herr? Was für'n fein Herr? Fragt Marleen baff. Och, ich hab zweimal so'n feinen Mann wie Rita sehen, erklärt Silke. Mal stund er bij de deur en leupt me voorbij. Andermal seid er bij op een leunstoel. Uschlich zwart und wit Haar, ein Spitzbord und ovale Brillengläs. Mal noch kicken, sagt Marleen. Nö, in Besucherboek vind ik man blootste opneemden 2 und D. Silke fällt er hebbelig in Wort. Nur hör mal to, wat Google te sagen hat. Lev Davidovich Bronstein, später bekannt als Leo Trotzki, gestorben 21.08.1940 in Coyoacán, Mexiko. Gauw, kijk die gauw Daar is hij schon, der feine Herr. Op de deel. Just man an de deur voorbij. Wat? Marleen draait zich und päst naar de deur. Kijkt naar boeten an. Ik zie nims, zegt zij und fangt an de deur lang te gaan mit Silke achteraan. De deur naar Rita Stoef is open. Der Old liegt door mit offene Augen und Grinsmüstern. Marleen kijkt und rührt Nippelnau an und sagt, sie ist just man weg von hier. Silke kijkt traurig, man auch zufrieden an und sagt, für was macht sie zusammen das Besuch in Mexiko?